Merci, dass als Invitation hin auf das Pressekonferenz kommen sieht, dass die traditionelle Pressekonferenz die alle Parteien begleitet von der Rentrée parlementaire halen. Und so waren wir auch die letzte Samstag am Centre Culturel zu Merel zu summen für als politische Rentrée zu organisieren. Aber es ist also so, dass nicht nur die Fraktion, also Deputierte mit ihrem Personal, mit dat auch Vertreter von den Bezirken, von den Strukturen wie Juren oder Frau dabei sind. Und dafür werden wir zu über 30 Leute, die in den Samstag während 3,5 Stunden zusammen sitzen, 4 Anhängerei von Punkten als Position zu definieren. Wir haben aber auch da andere Themen angeschaut, wie zum Beispiel die Besetzung von engen Posten am Staatsrat. Der 19. Januar 2010 als für die letzte Chamber ein Mandat vom Staatsrat kommt besetzen, und das damals so ein Protest von der ganzen Opposition, das ist von den DP, Grünen, Linken an ADR geschieht. Die ADR an die Grünen haben sich die letzte Kriege, den 19. Januar 2010, nicht mehr an den Wahlen beteiligt. Die Demokratische Partei hat für die letzte, dass sie sich darüber beteiligen. Und wir haben den Samstag dann dezidiert, als Journée parlementaire, dass wir das nicht mehr um Wort beteiligen, aber dass wir auch demonstrativ aus dem Saal rausgehen, wenn der Wort stattfindet. Die Grünen-Kollegen haben das selbst schon dezidiert. Die DP hat die letzte Kriege, wie gesagt, den 19. Januar dezidiert, oder es gesagt, sie gibt auch nicht mehr mitmachen, was sie aber das gemischt als nicht bekannt. Ich meine, die Regierung hat auch an die Regierungsparteien an der Debatte vom 19. Januar 2010 gesagt, dass sie nicht verstehen, für was die Opposition sich so aufregen bei der Setzung von einem Mandat vom Staatsrat, wo sie darauf am Gange wäre, für eine Reform vom Staatsrat weiter durchwillen zu ziehen. Wir stellen auch fest, dass 2 Jahre mehr spät oder 2,5 Jahre mehr spät Römerposten besetzt gehen, und dass noch immer kein Millimeter Bewegung an den Dossier kommt. Das heißt, es besteht einfach nicht der Willen bei CSV und LSAP, für etwas und dem System von der Besetzung vom Staatsrat zu ändern. Ich muss allerdings wissen, dass der Staatsrat dadurch, dass dann immer mehr von enger Partei, weil CSV hat schon absolute Majorität am Staatsrat, dass wenn man guckt, die direkt und indirekt von hinten an den Staatsrat kommen, dass der Staatsrat immer mehr zu enger fachsdegradiert geht, wo man nicht mehr kann von Seriosität schwätzen, weil es eine Partei ist, die auch immer an der Regierung ist, die auch dort Majorität hat, die am Anfang ihr eigenes Projekt selber avisiert, damit der Staatsrat zu enger fachsdegradiert, es verliert aus Seriosität, und es muss davon ausgehen, dass das nicht mehr geschwind Gefälligkeitsavie sind, die eine Partei am Staatsrat ihrer Regierungspartei zukommen muss, sogar wann Opposition formellen, also für einen wie sind, kann man dem Verdacht immer Männer lassen, dass sogar das politisch gewollt ist, dass eben von Regierungsseite Sachen an das Projekt gesagt wird, für eine Beißen zu sagen, wir wollen nicht machen, und auf der anderen Seite sagen sie dann, dass der Conseil d'État oder als eine Opposition formell gemäht, dafür können wir nicht machen. Der Hauptpunkt wären das Staatsbudget und Staatsfinanzen. Die aktuelle Finanzsituation beim Staat als für uns als ADR mehr wie besorgnis erregend, ja, das ist schon praktisch dramatisch. Nicht nur, dass die Regierung ihr Ziel für bis 2014 den Defizit am Zentralstaat auf 0% aufzudrücken nicht erreicht wird, mehr konträr als die Chance groß oder der Pech groß oder das Risiko groß, dass den Defizit nach echter Wert mehr groß an den nächsten 2 Jahren geht. Dabei muss ich wissen, dass das neue Parlament, das aus den Wahlen von 2014 herausgeht, direkt eine zusätzliche budgetäre Belastung kriegt, an dem das am Jahr 2015 bedingt durch die Wegfälle von der Recette vom E-Commerce der Staatwert zwischen 700 und 800 Millionen losschätzungsweise Männer als Staatsresetten kriegen. Ein weiterer Punkt, den als das Schuld vis-à-vis vom PIB
mehr sehr klemmt, wie das vorgesehen war. Vorgesehen war bis und dann von dieser Legislaturperiode sollte die Schuld bis auf 20% rumklammen. Und das war sogar heißt es ein parteiübergreifender Konsens gewesen, so ein politischen Akkord, dass das Land wie Lützburg mit einer kleinen Ökonomie sich auch das Kind erlauben, ob die vom Treaty von Maastricht vorgesehenen 60% rupzugehen. Und so stung am Anfang ein wissenden politischer Konsens, dass das Land wie Lützburg nicht soll über 30% Defizit rupzugehen. Wir wissen aber, dass das Regierung nicht mehr als für die Kriterien zu respektieren, das Regierung aus am Gange sich gegenseitig zu blockieren zwischen den Koalitionspartnern, das quasi zu einem Stillstand, zu einer Handlungsunfähigkeit geht. Es ist schon immer eine Menge Naivität gemeint, wenn von den Herrn Juncker von Brede Schöllere geschwärzt wird, dass die Leute, wenn die Brede Schölleren hätte, von ihrem Vermögen zu drohen, und ich stelle aber fest, dass die gemerkt hat, die Brede Schöllere vom Schaffen holen, dass die müssen de gros drohen von der Krisebewältigung die Regierung proposieren. Wann den Herr Wolter an den Herr Wilmes füllen echt geholt geht, aber das nicht immer so etwas außer für bisschen an politische Aktualität zu kommen, für bisschen an der Presse Viergruf zu gehen, dann müssen sie am Anfang das ja konsequenterweise gegen das Budget stimmen. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Herr Wolter so ein schlechtes Budget seine Zustimmung kann an der Chambre sehen. Konsequenterweise muss dann auch den Herr Wolter, der Präsident von der Finanzkommission ist, mit Eis der Großsehen, wenn man so, man kommt, wir hören als Parlament die Courage, das Recht, was als Parlament zusteht, aber wir ändern das Budget so wie wir als Parlamentarier für richtig finden. Dafür wir an einer ersten Etappe 10 Punkte, die wir proposieren, was mit dem Budget geschehen. Oder rundherum das Budget geschehen, was Konsequenzen auf das Budget hat. Das ist aber nicht alles, das ist wie gesagt eine erste Etappe, aber bis das Budget werden wir nach weiter Propositionen ausdiskutieren bei uns an der Partei, an der Fraktion, an die dann auch der Chambre zukommen lassen, der Finanzkommission führen. Wir sollen dürfen an dieser Phase, wo wir uns hier im Land befinden, an der dramatischen Finanzsituation, dürfen es kein Tabuthemen mehr geben. Es muss können über alles diskutiert werden. Man darf nicht direkt den einen oder den anderen sich platziert fühlen, also das geht alles geht. Nee, wir sollen einfach alles, was man Budget dienen muss, können diskutiert gehen, auf voller Transparenz. Und kann nicht sein, dass irgendwie ein Thema ausgeschlossen kann gehen. Das Zweite, also, es muss Ziel sein, eine nachhaltige Finanzpolitik zu machen, die das Budget an den Equilibre bringt, an den die kommenden Generationen nicht belastet. Das ist, wie ich wieder gesagt habe, eine Hypokrisie, weil verschiedene Politiker so, sie geben nun die kommenden Generationen denken, und gleichzeitig eine Schuld machen, die kommenden Generationen müssen zurückbezahlen. Wir erleben uns hier im Land heute die Passen zu machen, Lebensstandard zu haben, den wir so als Kanner und als Enkelkanner müssen das dort alles Enkel zurückbezahlen. Und dafür meine ich, sollen noch eine breite Debatte an der Population machen, dass wir alle gut zusammen eine Responsabilität vis-à-vis von den nächsten Generationen drohen, aber dann verantwortlich, als wenn wir die kommenden Generationen so eine Belastung aussetzen. Dafür ist doch unsere Meinung noch falsch, wenn Progressionen bei den Depensen nach immer weiter mehr hoch sind wie bei den Resetten. Und dafür sagen wir ganz klar, kurzfristig und mittelfristig muss man fertig springen, dass die Depensen an der Steigerung mehr niedrig gehen wie bei die Resetten, für das wir einen Überschuss können am Budget an der ersten Phase ein Equilibre, an der zweiten Phase einen Überschuss realisieren. Das ist das Ziel.